Dieses Video wird unterstützt vom Minister der Kultur. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlebt. Ich konnte mir endlich Godzilla Minus One gucken. Natürlich schon haut kein Film aus dem Kinofest dabei, mehr von Netflix. Ja, wie mir Godzilla da gefallen hat, da erzähle ich noch an dieser Episode. Und da lässt kommen ja relativ viel Godzilla-Filme raus. Melo mit Godzilla Minus One hummer da lo eine japanische Adaption von der Riesen-Ex. Wir kommen halt lo ein bisschen weg von dem amerikanischen Blockbuster-Kino an wir gehen ein bisschen mit traditionell kennen die so. Geschichte allein fokussiert sich nicht nimmer auf den Godzilla, mehr auch Eisen Hauptcharakter. Den Moment ich muss viel lesen. Koshi Shikishima. Entschuldigung, ich muss das viel lesen. Das ist ein Kamikaze-Pilot gewirrscht, den ja nicht ob den Ersatz geflohen ist, mir eben ein Defekt viel getäuscht wird an Dommer geflücht ist. So, da tut dazu beigetragen, dass relativ viel Leute Waynes Team gestorben sind, weil ein Demos schon auf Godzilla getroffen ist und auch du nicht in der Hall wird. Und das schenkt irgendwie sich durch sein ganzes Leben zu zeigen. Irgendwie schenkt den Krieg, den man sich selber, also der persönliche Krieg, den Demos du hat, kann den einfach nicht aufschließen und das verfolgten sein Leben lang und das zieht sich eben so durch den ganzen Film. Das ist so der Punkt, wo kommen noch ein paar seitliche Storystränge, ich will da nur nicht zu viel abdröseln, aber das ist so das übergeordnet Thema von dem Ganzen. Natürlich streift dann Godzilla durch die Stadt und mischt alles an Jidare platt. Und das faszinierendste Teil ist einfach, wie man mit verschiedenen Themen umgegangen geht und eben wie die ganze Optik ist. Was einerseits neu ist, als wie man mit verschiedenen ziemlich kritischen Themen umgegangen geht, wie zum Beispiel Kamikaze-Jägerin, das geht auch ziemlich krass an der Front, auch der ganzen Atomkrieg, die ganze Debatte um den Zweiten Weltkrieg, weil es siedelt sich an der Zeit und geht zum Teil ganz kritisch an der Front, was man eben aus einer neuen Perspektive eben daraus gesehen an trotzdem einem gewissen traditionelle Charme den Godzilla heimat zu springen. Also der Optik wehen durch den Staat stopft, also an Soundkulisse als bisschen so wohin sich ein bisschen in die Godzilla-Filme zurück erinnert fehlt. Für dich muss ich dazu mal sagen, der ganze Film hat 15 Millionen US-Dollar gekostet. Das ist quasi ein Bruchteil zu dem, was die US-Industrie eben auf die Leinwand zaubert mit ihren Godzilla-Filmen. Da wähnt der Hummer auch eine andere Optik. Aber dafür kein mich schlecht. Ich muss zwar so, ich fand es gesagt, das CGI gesagt in dem ganzen Film und aber so nicht gepackt, eine Mixtur oder ein Symbiose eben hinzukriegen, dass das nicht so sauer absteht, dass das aber irgendwie alles zusammen an nicht passt, sondern nicht greift und sticht wirklich nicht so richtig negativ raus. Das ist wirklich fantastisch. Was auch definitiv besser rüber können wir in US-Adaptionen, als dass die Schrecken von der Riesen-Ex besser transportiert wird. Wir sehen mehr dramatische Situationen, so muss so mehr Einzelfälle, wo Leute tatsächlich sterben, auch wenn man nicht ganz explizit gehen, aber trotzdem sehen wir, wie Leute sterben, wie Schicksale eben zerstört gehen, und das hat eine ganz andere Dramaturgie. Und das wirkt ganz ernst, also das wirkt viel mehr echt an. Hat ganz spezielle Flair von dem Ganzen. Was dann auch noch so ganz krass raussticht als der Soundtrack, der wirklich also fantastisch, super gut ob den ganzen Film passt, der ganze noch fantastisch ermalt, wirklich super. Was natürlich dem einen oder den anderen vielleicht ein bisschen kennt abstoßen als ein bisschen, wie soll ich das sagen, eine japanische Dramaturgie. Also das heißt du von der Dramaturgie vielleicht ein bisschen, also vom Spielen hier ein bisschen drüber, ein bisschen kitschig, so man muss so. Das vielleicht für so einen Europäer oder für die westlichen Länder ist das vielleicht ein bisschen, ja, also wieso wir nennen über kitschig am japanischen gesagt das öfters ja, das muss ich gerne und das kennt Sinn, dass das vielleicht dem einen und den anderen ein bisschen absteht und sich sieht, also nicht so mein Fall. Mir trotzdem los ich aber davon nicht aufschrecken, weil trotzdem ist das ganz super gespielt und mega gut umgesetzt. Das kann ich wirklich nicht ernst so und optisch ist das ganz mega gut und auch von der Story hier, weil eben die verschiedenen Nebenstränge abgemacht gehen. Und der Film sich auch selber relativ gut an der Fried mit seiner Vergangenheit ist das wirklich grandios. Der ganz geht um ein Spektakel zum Schluss hin, was, ja, wenn ich so will, der Schluss gesagt den schon ein bisschen gesagt, den ganz schon kommen, aber trotzdem möchtet einfach Spaß.
wann den selbst so op der Leinwand ich schon net leider net op der Leinwand gesinn, der könnt der ganz bei Netflix gucken, me wann den dat ganz so gesagt ass dat wirklich schon ganz cool gemacht. Für allem auch wie Godzilla Szenen gesagt geht eben die Dimensionen besser super durchgestalt gehen, dass man dat nicht op große Felder gesehen mir gesehen wirklich oft Kameraperspektive von innen op an Heinz du Kamerafahrten, die einfach super sind. Also so Städtezerstörung seit bombemäßig ist fantastisch. Du winter Godzilla -1 wirklich so ziemlich der beste Godzilla Film den ich bis lo gesinn hun auch wann ich lo die last Godzilla Filme schulde bis Fabel dafür wann sich riesig Monstern op der Leinwand op Schnitz schluren, du musst ihn einfach so und der Zielo wirklich kein super gut Filmer. Me wann den dat bisse feiert, da kann ihn dummer der Schmerz und du hast Godzilla -1 auf jeden Fall längte besser viel besser viel Davegang an einfach guckenswert, dat kann ich nicht ernst so. Du weint wann der Godzilla -1 schon gesehen hat, dann zählt man gerne wie erst Film gefallen wird er Lieblings Godzilla Film das können man auch gerne so an für den Rest ging da so war er doch schon an der wünschen ich ganz viel Spaß op Netflix matt Godzilla -1. Ciao.